Servus und Habedere zu der neuen Folge Viva la Movilusion, dem besten Podcast auf Gottes weiten Fluren. Manche ergänzen damit den besten bayerischen Podcast, aber ich sag, das ist einfach zu tief gestapelt, weil wir sind einfach der Beste auf der ganzen Welt. Und ich glaube, dass mein Kollege, der heute dabei ist, der Corby, mir da zustimmt. Kann ich, absolut, völlig korrekt. Ich würde sogar sagen, nicht nur über die Welt, sondern auch hinaus. Die Erde und der Mond. Mindestens nur der Mond, ja. Ja. Und Erde 616 auch vom MCU natürlich. Oh. Alle Erden. Jetzt sag bitte nicht, dass wir heute über irgendeinen Marvel-Film reden. Von der Dauer her kann es fast der Avengers sein, weil wir haben uns einen 2,5 Stunden langen Streifen angeschaut, aber nein, es ist kein Superheldenfilm, weder DC noch MCU, sondern es ist von einem Superheldenregisseur, nämlich vom Ari Aster, das neueste Werk. Superheldenregisseur, deswegen, weil er in meinen Augen bisher nur obergeile Filme gemacht hat. Und jetzt reden wir über seinen neuen Film, Eddington. Und dann schauen wir mal, ob er diesem Namen Superheldenregisseur von mir immer noch verdient danach. Was sagst du, Corby? Ich kann jetzt nicht uneingeschränkt alle Filme vom Ari Aster als gut betiteln. Also Beau is Afraid ist schon eine Kunst für sich. Ja, er kennt es als Kunst ohne. Ich sage jetzt nicht, dass der schlecht ist, aber er ist eigen. Das, was er bei Hereditary gemacht hat und bei Midsommar, das ist schon nochmal hübsch weit was anderes. Ja, schon, ich darf auch sagen, dass Beau is Afraid eigentlich sein sperrigstes Werk ist und auch am schwierigsten zugänglich, da jetzt ich sagen. Also da musst schon dabei sein und das muss schon mengen auch, was er da hinklatscht. Aber offensichtlich war da der Joaquin Phoenix sehr begeistert mit der Zusammenarbeit und hat sich dann gedacht, okay, egal was du als nächstes machst, ich bin dabei. Und Ari Aster hat sich dann gedacht, ja, ich wollte schon immer meinen Western drehen. Und daraus ist Eddington entstanden. Wir reden heute über, da Kanye hat schon gesagt, den 145 Minuten langen Film Eddington, eine schwarze Komödie mit Horror- und Western-Elementen. Ich finde, man kann ja dazu sagen, es hätte sehr gut eine kleine Miniserie sein können, mit so 3 Folgen. Ja. Und neben Herrn Phoenix spielen auch noch mit Pedro Pascal, die Emma Stone, der Austin Butler. Also wir haben da schon ein paar Hochkaräter mit dabei. Vollgas, ja, also er ist sehr gut besetzt. Und es spielt während der Covid-19-Pandemie. Und zwar setzt das Ganze in New Mexico im Mai 2020. Und es geht um den Joe Cross, gespielt eben vom Joaquin Phoenix. Joaquin. Es darf einer spucken. Ja, genau. Phoenix. Das machen wir jetzt in Zukunft, sagen wir gerade noch Phoenix. Super. Na, dann heißt es irgendwann mehr Mengmann nicht. Er ist auf jeden Fall Sheriff in dieser Kleinstadt. Die ist übrigens fiktiv. Und er hat Asthma. Deswegen. Ob ich mich zu 100% identifiziert damit. Deswegen kann sich der Kanye damit identifizieren und deswegen trägt der gute Mann auch sehr selten oder eigentlich gar nicht eine Maske. Was natürlich so die anderen ziemlich scheiße finden. Und er ergreift auch Partei für halt manche Leute, die auch keine Maske tragen wollen. Und man merkt halt da schon, okay, das ist einfach eine andere Art und Weise, wie der Ari Aster normalerweise in diese Filme rangeht, meiner Meinung nach. Weil es ist schon gerade die komplette erste Hälfte extrem sozialkritisch. Also es kommen menschliche Gräben auf durch diese Corona-Pandemie, wird da absolut ausgeschmückt. Dazu kommt halt dann auch noch, dass der Bürgermeister, der Ted Garcia, eben gespielt von Pedro Pascal, so eine kleine Front gegen diesen Joe Cross halt dann aufmacht und dann der Joe Cross einfach sagt, okay, weißt was, fick dich, ich mache jetzt auch hier einen Bürgermeister. Und dann sitzt du da und denkst so, echt jetzt? Es geht in Eddington darum, wer für Bürgermeister? Okay. Kaut mir hin, schauen wir mal, wo wir da rauskommen. Und so gegen die Hälfte vom Film und vor allem zum Ende hin dreht sich das so extrem, dass man dann da sitzt und sich denkt, Alter, was schaue ich denn da jetzt eigentlich gerade? Weil da geht's zum Schluss aussieht dann schon nochmal ordentlich ab. Es wird das sehr explizit. Und also zumindest mir ging es schon so, dass es der Ari Aster echt in ganz vielen Szenen schafft, so ein Horrorgefühl aufkommen zu lassen.
Also da, gerade wenn er wieder mit seinen Lichtverhältnissen spielt, mit dem verschiedene Schwarztöne, diese schattenhaften Schemen, die dann da teilweise dann da sind, wo du nicht sofort erkennst, okay, welche Person ist es gerade? Mhm. Und all die ganzen Charaktere, die er halt da aufgebaut hat. Also da ist halt keiner normal. Außer vielleicht der Pedro Pascal, der aber unter genau dem sehr schnell halt dann auch verrammt wird. Das ist aber schon wieder normal ist. Ja. Ja, vor allem am Schluss, da kommt das Horrorlastige schon wieder ein bisschen besser raus. So während dem Film habe ich nicht viel Horror gehabt, eher so den Horror vor der Laufzeit, weil man dachte, das dauert vielleicht schon ein bisschen, bis da was verzeiht wird. Und ich bin total hin und her gerissen bei dem Film, muss ich sagen. Also er ist handwerklich, ist er voll geil, da kannst du nichts sagen, da ist er einfach wirklich da ist er Gelernter. Der hat geile Beutel, geile Einstellungen, schauspielerisch. Für das, was eigentlich kennen, machen sie es alle ganz okay, weil ich sage jetzt zum Beispiel, die Figur von der Emma Stone gibt nicht viel hergefühlt, die muss auch nicht viel tun. Ich habe die deutsche Synchro-Stimme vom Joaquin Phoenix, hat der immer schon die Stimme vom Seth Rogen? Ist das seine normale Synchro-Stimme? Ich glaube schon, dass das die normale war, ja. Ich war mir nicht sicher, aber irgendwie hat's mich in dem Film mich genervt. Da war das irgendwie komisch, weil ich habe die ganze Zeit einen Seth Rogen vor mir gesehen in irgendeiner Blödelrolle und da habe ich ihn irgendwie da nicht so richtig für voll nehmen können. Aber wurscht, also ich habe gesagt, handwerklich ist er geil zum Anschauen. Der war sicher im Kino cool gekommen auf der Leinwand mit den Beutel, die er zum Bieten gehabt hat. Aber erzählerisch war mir das alles irgendwie alles ein bisschen angerein, aber nix so richtig anpacken. Du hast ja vorher gesagt, der wird als schwarze Komödie betitelt. Und ich denke mir so, okay, wo ist da der Witz gewesen? Ich hab nicht wirklich lachen können bei dem Film. Ich hab auch nicht, oder auch nicht so diesen schwarzhumorigen, so, Humor drinnen gehabt. Das war für mich, dafür war er mir nicht aggressiv genug, muss ich sagen, in dieser Richtung hier. Oder wenn er auch sozialkritische Satire sein möchte, dafür war mir auch zwingend dabei, dass er ausschaut. Also er nimmt unglaublich viel, weil es ist ja nicht gerade Corona, es ist ja dann, er hat dann Black Lives Matters drinnen, er hat das Rassismus-Thema drin, er hat Übergriffigkeit auf Frauen dann drin mit Vergewaltigung und so. Er hat echt unglaublich viel extrem krasse Themen und das schluckt einen voll, aber es wird beim Film, geht mir das alles ein wenig verloren dann. Das ist dann alles irgendwie so, als wäre es so ein nebenbei geschehen, obwohl eigentlich jedes Thema für sich ein extrem wichtiges und großes Thema darstellt. Ja, es macht's schon wahnsinnig komplex. Also wie du auch schon sagst, der Charakter von der Emma Stone gerade, wenn du den weglassen würdest, dann wäre der Film trotzdem rund. Aber, ja, eigentlich hängt an ihr trotzdem wahnsinnig viel dran. Ja, genau, da kannst du dann dieses Ding müsst ihr halt dann noch weglassen, dass er einen Pedro Pascal auf der persönlichen Ebene noch versucht zum Angreifen. Mit dieser Unterstellung, wo es aber im Kontext schon auch wieder mit einpasst, weil genau so ist ja auch der Wahlkampf da teilweise gelaufen, dass sie dann nur noch gegenseitig irgendwie versucht worden ist, irgendwie ein Dreck auszugraben, ist ja bei uns auch nichts anderes oftmals, auch wenn es jetzt gerade in die Wahlen werden ja dann auch so 8 Jahre alte Videos von irgendjemandem ausgraben, was sagst du, das jetzt irgendjemandem vorwerfen, das ist ein bisschen, geht so. Welche also Wahlen verfolgst du? Kommunalwahlen sind noch, oder? Kommunalwahlen sind jetzt dann demnächst. Okay, also da war eigentlich in dem Eck muss er ordentlich abgehen. Nein, das ist ich glaube, es ist sogar der Landtagsabgeordnete für irgendwo bei den Schwammernten war das. Okay. Muss nachgoogeln. Auf alle Fälle passt in den Gesamtkontext schon mit ein. Ich kann auch irgendwie habe ich so das Gefühl, als wollte er einen, weil die Zeit, die hat ja einen wirklich da schlagen können. In dieser Zeit hat sie ja wirklich so rauskristallisiert, welche Leute, die ich kenne, sind völlige Vollidioten und welche sind einigermaßen normal. Und das ist da auch irgendwie so, du merkst immer mehr, wie bescheuert das manche sind, weil dann kommt ja noch der Austin Butler daher, der kleine Aushilfsmanson mehr oder weniger. Das ist alles so bizarr und das finde ich war damals auch oft so, dass du dir dachtest, Alter, es wird immer mehr, es ist so viel auf einmal, eben nicht nur Covid, sondern auch diese Themen, die er dann noch mit aufgreift, die dann auch bei uns in der realen Welt immer präsenter geworden sind, dass du echt bei dem Film, so wie damals während der Pandemie da sitzt, du denkst, Alter, ich kann nicht mehr, ich pack das jetzt gerade nicht mehr, so ist mir zumindest aufgegangen bei dem Film, dass ich mir gedacht habe, ich kann jetzt nicht mehr, mir ist das zu viel. Ja, das verstehe ich. Es kommt ja dann neben dieser Pandemie ja auch noch das Thema Black Lives Matters entsprechend mit rein. Und da habe ich mir gedacht, boah,
Alter, was wüssten wir jetzt nur da alles drin verarbeiten? Ja. Vor allem, es ist ja eine Parabel eigentlich zu dem, was ja momentan in die USA passiert. Ja, es passt jetzt genauso wie vor 5 Jahren passt es und jetzt vielleicht sogar noch besser. Passt es in die reale Welt ein, was da gerade abgeht. Und auch mit dem, wie er ja da thematisiert, dass halt dann lauter privilegierte Weiße sind, die auf die Straße gehen für Black Lives Matter, das ja auch ganz oft kritisiert wird von so Außenstehende, ja, schon hier, da sind lauter Weiße, aber die eigentlich Betroffenen sind nicht dabei. Das thematisiert er ja auch noch mit zusätzlich. Also da ist ja dann in dem Hauptthema sind ja noch viele kleine Themen drinnen. Deswegen sage ich, ich werde wahrscheinlich auch die Hälfte gar nicht umrissen haben, was er mir eigentlich alles gezeigt und verzeihen mich. Weil mir hat der Film teilweise echt total erschlungen an seiner Flut an Inhalt. Ja. Ich war ganz froh, als endlich geschossen worden ist. Und ihr war die ganze Zeit halt, das war bei Beau is Afraid auch schon die ganze Zeit so, gewartet, okay, wo ist jetzt das Übernatürliche, das er hundertprozentig ja da nur mit einbaut. Aber eigentlich, also zumindest, ich finde jetzt nicht, dass ich irgendwas erkannt hätte, was übernatürlich ist, wäre das einfach nur mal viel zu viel gewesen. Ja, dann war es komplett übergangen. Ja. Wenn da noch irgendwas Übernatürliches reingeschwappt war, weil es war ja so schon, wie ich jetzt schon gesagt habe, bis zum Übergeh vollgepacktes Ding und dann noch was Übernatürliches reinballern und ich gesagt, alles klar, jetzt geh. Jetzt schaut die aus. Das war nämlich, also, wenn ich da zwischendrin mal so ein kleines Ranking rein tun muss, dann ist Eddington bei mir jetzt auch eben Platz 4. Wo es aber, ich meine nicht sagen, dass es ein schlechter Film ist, also bei Gott nicht. Das ist wirklich, an sich ist es ein guter Film, er ist handwerklich top und er ist geil besetzt, die schauspielerisch und alles. Irgendwie ist man aber nur so, als hätte er bei dem diesmal einfach zu viel wollen. Da wollte er irgendwie zu viel auf einmal anpacken. Oder es ist, wie ich vorher gesagt habe, so dieses Gefühl, dass das auch gerade seine Absicht war, die zu überfordern, genauso wie die Zeit, die damals überfordern hat können. Wenn das sein Ziel war, dann sage ich, ja, bei mir hat das einwandfrei funktioniert, mir ist komplett überfordert, mir war das alles sauber zu viel, aber wenn es nicht sein Ziel war, dann denke ich mir so, vielleicht so. Ja, doch, das glaube ich schon, weil das zieht sich ja durch alle anderen Filme durch. Also er steht ja schon immer auf diese Konflikte, die zwischenmenschlichen, und ich glaube, dass gerade hier, es soll ja ein moderner Western sein, gerade dieses Zwischenmenschliche eigentlich diese Spannung so hochschaukelt. Ja. Und am Ende mit dem, es ist kein Mexican Standoff, aber es ist schon wilde Schießerei. Ja, schöner Shootout. Da ist ja das dann nochmal im Höhepunkt. Und der Schluss dann so raus. Also das müssen wir jetzt nicht spoilern. Wer sie Eddington anschauen möchte und die 145 Minuten vollweg genießen, den müssen wir jetzt nicht nur den Schluss kaputt machen. Ja. Aber auf jeden Fall, das fand ich halt dann schon auch wieder so abrunden. Und du hast ja vorhin auch gesagt, du bist so hin und her gerissen, wie du den Film findest. Verstehe, aber da waren definitiv Szenen dabei, die vergesse ich so schnell nicht. Das war bei Beau is Afraid natürlich auch. Da gibt es ein paar Szenen, nicht nur am Dachboden, sondern auch, die halt so durch den ganzen Film ziehen. Da denke ich schon immer wieder dran. Aber ich will jetzt den Film nicht noch mehr sehen. Das ist bei Eddington anders. Ich glaube, dass das so, ich habe es bei mir in Letterboxd reingeschrieben, da kämen bei mir so Breaking Bad Vibes auf. Spult Setting hier und so, oder? Ja, es spielt da in New Mexico und dieses Feeling, das da immer wieder halt so aufkocht, das fand ich irgendwie schon echt Breaking Bad mäßig. Fand ich geil. Ja, mir geht's eher so, ich darf mir lieber noch mal ein Beau is Afraid anschauen als jetzt den, weil, wie ich schon mal gesagt habe, ist ja so, dass ich bin mir sicher, dass mir einiges entgangen ist und einiges runtergefallen ist, was ich überhaupt nicht umrissen habe, dass er das mit drinnen hat. Und den musst du wahrscheinlich 2-3 Mal sehen, damit du alles erfassen kannst, aber ich habe aktuell jetzt nach dem ersten Mal schauen, habe ich überhaupt nicht den Drang danach, dass ich mir den nochmal anschaue. Da ich mir jetzt eher nochmal ein Beau is Afraid reinhauen und mir irgendeinen so einen Riesenzipfel auf dem Dachboden anschauen. Boah, jetzt hast du Ding Spoiler, krass. Nein! Aber haben wir über den eine Folge gemacht oder haben wir noch was geschrieben? Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, den haben wir in die Rolex behandelt. Das kann sein. Oder vielleicht haben wir eine Folge gemacht, kann also. Ich weiß es nicht mehr. Schreibt es in die Kommentare. Genau, sagt uns mal, über was wir Folgen gemacht haben. Woher soll ich das wissen? Du hast ja gesagt, die Rolle von der Emma Stone, die hat dich so ein bisschen genervt, aber eigentlich noch schlimmer fand ich dann das vom Austin Butler.
Der Charakter hat mich nicht genervt, sondern ich habe mir dann gedacht, boah, den werden sie jetzt bestimmt viel, viel mehr ausschmücken in der zweiten Hälfte. Aber der hat ja insgesamt, weiß ich nicht, 5 Minuten Screentime. Ja, wenn überhaupt. Also mir hat es nicht genervt, sondern mir haben die Charaktere dann zwingend gegeben, als dass ich irgendwie einen Bezug dazu aufbauen kann. Und das meine ich ja zum Beispiel mit dem Austin Butler seine Rolle. Der kommt dann rein und das schaut so bedeutungsschwanger aus, wenn der da jetzt kommt. Und dann ist es einfach weg. Und das meine ich mit dem, es ist so viel und es wird aber dann teilweise gefühlt nicht richtig zu Ende erzählt. Das, irgendwie stört mich da immer was bei den ganzen Sachen, die er da anpackt. Und der Austin Powers, ja, ist da auch so ein Teil, wo ich mir denke, ja, das ist irgendwie nicht ganz rund. Da geht mir was ab, geht mehr. Ja, definitiv. Das hätte aber gerne machen können, dann so ein kleines Manson-Spin-Off mit Austin Butler, der da irgendwo leidsam trommelt und dann irgendwas Geiles ansteht. Aber es ist halt schon, er bringt halt schon auch coole Sachen, weil eben die Geschichte, die der Butler da verzeiht, mit dem sie sind entführt worden und in Void und dann sind sie gejagt worden und er hat da überlebt, aber er darf natürlich nichts sagen und jetzt ist der aber schon gestorben und sein Vater, der ihn verkauft hat, der hat sich auch umgebracht. Also es passt halt auch so geil in diese ganzen Verschwörungsmythen, die halt oft verzeiht werden. Jetzt am besten ist er jetzt wieder mit dem Xaverl, der jetzt wieder von embryonalen Gewürz auf Lace-Chips und so weiter verzeiht hat. Also er trifft das schon immer so auf den Punkt, die Sachen, die er da jetzt mit eingebaut hat, an Wahnsinn, der in der Gesellschaft abgeht. Ja, Xavier Naidoo. Ja, er ist ja vor kurzem wieder bei irgendeiner Demo ist er gewesen und dann hätte er Einlass verlangt und ein Gespräch mit dem Merz gefordert und komischerweise hat er gesagt, wenn du nicht diesen Rang, dass er spontan beim Merz aufschlagen kann und ein Gespräch da fordern kann. Ich weiß nicht warum, eigentlich hätte ich gemeint, wenn jemand, dann er. Und beim Zurückgehen haben sie mit Mikro sie geholt und dann ist es halt wieder losgegangen mit Satanisten und sowieso und er glaubt, wir alle haben schon mal Menschen gegessen und ganz klar ist Menschenfleisch hier überall verarbeitet und dass Lace-Chips eben dann mit getrockneten, zerriebenen Embryonen seine Chips würzt und so ein Mist. Also, was hat er gegen Lace? Ja, geil ist er die Subway Teriyaki-Chips da von Lace, die sind top und wir kriegen kein Geld dafür. Jetzt frag dich mal warum. Jetzt hast du die Antwort. Ach so. Das ist doof. Darf ich als Vegetarier Menschen essen? Hier wieder der philosophischste Podcast dieser Welt. Es ist ich weiß es nicht. Ja. Aber wir können auch noch einen Ü50 Mike Boomer Humor einbauen. Ich darf von Veganer überhaupt einen Zipfel im Mund nicht mehr. So, hat's der Mike auch noch abgedrückt? Also, wir haben, bevor wir das Aufnehmen gestartet haben, beschlossen, wir machen hier draus eine eher kürzere Folge. Ihr findet jede Menge andere Kritiken, die gehen dann in genau dieses sozialkritische viel tiefer rein, wie das, was der Kahn und ich jetzt gerade erwähnt haben. Aber jetzt sagen wir uns mal ganz ehrlich, Viva la Movolution ist da nicht das richtige Format dazu. Deswegen, was? Das ist ja wie Tagesschau. Deswegen schwenken wir ganz schnell auf die Tops und Flops, weil wir müssen mal natürlich über das Wichtigste dann danach noch reden, den Triple Threat. Triple Threat, ich weiß jetzt gar nicht mehr. Ah, ich schon. Gut. Dann frage ich die, passt. Okay. Dann fange ich dafür mit den Tops und Flops so. Und frage dich über den Triple Threat. Bitteschön. Also, mein Top ist die Thematik von dem Film an sich. Ich finde das schon gut, also nicht unbedingt die Pandemie-Thematik, aber er greift halt schon viele wichtige Themen auf, die man filmisch verarbeiten kann und die schon oft jetzt, die in viele andere Filme verarbeitet werden, aber ich kann mit den Themen halt immer was anfangen. Mich interessiert das ja immer so, diese Schicksale, die dahinter stecken und ich hoffe halt auch immer, wenn sich das jemand anschaut, dass es den einen oder anderen vielleicht die Augen öffnet, dass er nicht mehr total geistig umnachtet ist, sondern vielleicht weil er sagt, hey, das ist ja vielleicht dumm, was ich in meinem dämlichen Gestell habe. Und daraus resultiert aber in dem Fall auch das Flop, weil mir die Themen zu wenig aufgearbeitet werden dann auch in dem Film. Das ist, wie ich jetzt schon ein paar Mal gesagt habe, einfach ein bisschen angerissen, aber nicht wirklich auserzählt in meinen Augen. Zumindest habe ich dieses Gefühl aber gehabt. Darum geht mein Top und Flop diesmal Hand in Hand. Also die hätte ja interessiert, was ist dann aus dieser Covid-19-Pandemie geworden? Was ist jetzt da passiert? Wer hat jetzt da gewonnen? Gab es da noch mal ein Ende? Zu wem haben wir geholfen? Warum sagt in dem Film eigentlich keiner, dass der Auslöser der Jack Black war, weil er eine Fledermaus bissen hat in Tropic Thunder? In Gottes Namen, was ist los? Krass. Wahnsinn. Ich sage ja, da werden uns ein Haufen Informationen, ein Haufen Sachen werden uns da unterschlagen bei Eddington. Bei dir?
mein Top ist die Charakterzeichnung von den Nebencharakteren. Also gerade seine zwei Polizistenkollegen da, die fand ich einfach super. Dann auch den Indigenen. Den Indigenen, ja, den Officer Butterfly Jimenez. Genau, den fand ich, oder? Ja, den fand ich auch super. Also wirklich, der hat mir richtig viel Spaß gemacht. Und ich hätte mir auch gewünscht, dass man noch mehr von denen sieht. Wo ich dann aber auch wieder sagen muss, mein Flop, dass der Pedro Pascal da eigentlich nicht wirklich viel geschauspielert hat. Also, finde ich. Mhm. Und dann, obwohl er eine der Hauptfiguren spielt, dann trotzdem eigentlich in Gänze des Films keine tragende Rolle spielt, das hat sie mir nicht ganz erschlossen. Also der Joaquin Phoenix macht es echt toll. Also er spielt immer wieder einen Wolf. Ich glaube aber auch, dass wenn man den bucht, dann weiß man schon, dass man da jetzt nicht wirklich viel machen muss. Aber dann hätte man halt eigentlich auch den Rest nicht wirklich so hochkarätig besetzen müssen. Ja, er hat ja schon eine tragende Rolle, weil seine Ohrfeige war das, was er einen Phoenix zum Kippen gebracht hat. Ah. Das war der Schlüsselmoment praktisch, diese Ohrfeige von Pedro Pascal. Ja, stimmt, erst dann ging es so richtig los. Genau, er hat gesagt so, und jetzt reicht's, jetzt rast ich aus. Ich lasse mich nicht von Pascal watschen. Ich habe jetzt gerade nebenbei nur nachgeschaut, also Eddington ist tatsächlich kürzer wie Beau's Afraid. Und ja, Beau's Afraid hat, glaube ich, über 3 Stunden, oder? Ja, also der hat über 170 Minuten. Die Director's Cut-Version von Midsommar hat auch über 170 Minuten. Ah. Ja, vielleicht kriegen wir noch einen Director's Cut von Eddington. Ach so, okay. Wer weiß. Also da bin ich mal wirklich unsicher, weil er hat wirklich viel da drin ausgeschmückt, was man eigentlich nicht braucht hätte. Ja, er hat schon eher ein bisschen. Und für das hat er aber dann gescheit gemacht. Naja. Es ist zumindest nur die Kinofassung für alle, die das jetzt nicht umrissen haben. Wir haben da nämlich die Blu-ray-Disc übrigens von Leonine gekriegt. Da geht noch eine riesige Kartoffel aus an Leonine. Vielen Dank. Für diese Blu-ray. Der Release-Money müsste zum Erscheinen dieser Folge schon gewesen sein. Da könnt ihr dann schon einkaufen und könnt selber reinlunzen in das Dingens. Aber nur Kinofassung, ein bisschen Bonusmaterial per Interviews von Regisseur und Schauspielern. Das war's dann erstmal bei Eddington. Und jetzt hat Triple Threat, Corby. Da ich das nicht mehr weiß, muss man du das jetzt verzeihen. Haben wir Titten? Nein. Haben wir Trompeten? Ja. Sehr ja, eindeutig. Da haben wir eine gehabt. Stimmt, am Schluss einmal vor allem, gell? Mhm. Stimmt, ja. Und wie schaut's dann noch aus mit toten Tieren? Da bin ich mir jetzt tatsächlich unsicher. Irgendwie, mein Hirn sagt ja, weil ich mir ziemlich sicher bin, dass wahrscheinlich bei irgendwie in der Wüste oder so irgendwo ein abgefalltes Tier war. Und ich kann da jetzt auch keins mehr sagen, dass da irgendwo eins gewesen ist. Zumindest nicht on-screen. Aber ja, vielleicht eher nein. Also es heißt, wir haben ein eindeutiges Ja bei Trompeten. Das wichtigste T ist erfüllt schon, ja? Ja, und das hat mich da gewundert. Okay, er baut eine Trompete ein, aber keine Titten, naja. Aber die Wege des Ari Asters sind unergründlich. Das stimmt. Ich fand auf jeden Fall das schon geil, dass es so ein Horror-Western-Szenario gibt, das nicht eindeutiger Western ist. Und wie schon gesagt, so auf das Übernatürliche wartet man halt schon den ganzen Film und geht schon lang. Ja, und das können wir eigentlich dann sagen, wartet denn aufs Übernatürliche, das gibt's nicht. Ja. Dieses Mal nicht. Außer ihr habt's was entdeckt, dann schreibt uns auch das in die Kommentare, meine Freunde. Tut's das tun? Dann tut's ein gleich noch ein Steady-Abo machen, würde ich sagen, wenn ihr schon beim Schreibensatz. Könnt ihr euch gleich noch einschreiben. Ja, gibt's euch mal Mühe. Echte. Phoenix. Das war's, oder hast du noch Anmerkungen zum Film, zur Covid-Pandemie, zu Black Lives Matters, zu sexuellen Übergriffen? Möchtest du irgendwas loswerden? Was findest du so toll davon? Ich find's toll, dass die Pandemie vorbei ist. Ja. Ich find's schon krass. Jetzt schon die Tage zum nächsten. Die Szene in dem Supermarkt, da habe ich mir gedacht, ja stimmt, das ist alles gar nicht mehr so, also es ist noch gar nicht so lange her, gell? Ja. Krass. Ich habe leider nie so eine Situation gehabt. Okay. Hätte ich schon gerne mal miterlebt. Hätte ich ein bisschen eingetreibert, wenn da einer reingrumpelt war ohne Maske. Hätte ich ein bisschen gemault. Ach so, meinst du das? Ach so. Ich hab jetzt halt echt gemeint, so mit dem
Stimmt, Abstand halten. Also die ganzen ja, Masken, ich meine, was jetzt weiß ist die Situation direkt aus dem Film aufgegriffen, wo er ohne Maske reingeht und dann der Mordsdracherei ist. Weil das waren immer die geilsten, die da umeinander geschissen haben. Ich gesagt, hört doch dein scheiß Maul, du bist 10 Minuten in dem Drecksladen, da wärst jetzt nicht der Stickruf, Vollidiot. Und draußen wieder eine Schachtel Rothändle ohne Filter ins Maul rauchen, oder? Aber durch die Masken kannst du nicht schnaufen. Leck mich doch. Das ist doch die passende Stimmung, um jetzt die Folge zu beenden. Okay. Dann Gut. vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal beim besten Podcast der Welt. Nicht von Eddington. Gott sei Dank hast du es gesagt. Ich habe schon befürchtet, du sagst irgendeinen anderen Krampf, aber das hätte jetzt überhaupt gepasst. Null, das hat jetzt Eddington sein müssen. Ja, also ich glaube auch, dass wir der beste bayerische Podcast aus Eddington sind. Aus Eddington Für auf alle Eddington. Fälle. Au revoir. Adieu.